Hallihallöle, ich bin's, der Blaustingenieur. Und das ist ein Video speziell von Gatlin Tommy, weil ich von dem heute Short gesehen habe. Deswegen machen wir das Video mal zwischendrin. Und da hat er vorgestellt, wie er so sein automatischer Linker da für seine Kette, das Blästerle machen will. Und das klang nach einer cleveren Idee. Also ich hatte auch schon die Idee, dass ich mal, oder das steht noch irgendwo ganz weit unten auf der To-Do-Liste, dass ich eigentlich automatisches Magazinladegerät machen will. Und der hat irgendwie nur das Problem, dass die Blaster halt sich nicht, oder die Blaster, ist schon spät am Abend, dass die Pfeile sich nicht sauber sortieren lassen, weil die dann halt irgendwie in der Rinne rumfliegen. Und ich denke mir, wenn ich das machen würde, warum die so aufreihen? Weil das, hat er gemeint, ja, zum einen macht das ein Problem, weil die Spitze wesentlich schwerer ist, und zum anderen macht das ein Problem, weil die Spitze ein bisschen gummiartig ist. Gut, bei den Pfeilen nicht, das sind günstige Glow in the Dark. Aber warum die so aufreihen und nicht so? Da könnte man die dann. Das ist jetzt einfach nur so mein Gedanke. Also wenn ich ein Magazinladegerät mache, würde ich die so irgendwie versuchen aufzureihen. Oder was ich nehmen würde, da gab's, ich glaube Tarzone war das, die einen Hopper Blaster hatten. Und da, also das so als Basis, die hatten so einen Blaster, wo vielleicht haben sie den noch, wo die Pfeile so gelagert wurden, und er läuft unter der Vorderband entlang und schiebt dann die Pfeile in Schwungrädler rein. Meine Schwungrädler brauchen wir noch nicht, weil das wäre ein bisschen, oder vielleicht doch, je nachdem wie viel Kraft es braucht, dann nein, sie da. Das weiß ich selber noch nicht. Aber das ist so der erste Gedankeansatz, der mir dann kommen ist, wo ich gesehen habe, oder mein Video gesehen habe. Also mit der Hülse zusammen ging das recht gut in eine Schacht runter. Aber ohne die Hülse ist halt, ja, weil der halt weil der halt schon arg kopflastig ist. Und dann ist hier irgendwo in der Mitte. Gut, da war die Spitze bei denen die sind jetzt hier kein Gummi, das ist so ein bisschen weicher Kunststoff. Aber wie schon gesagt, günstige Glow in the Dark Pfeile. Und ich habe die auch hauptsächlich gekauft. Bisschen unsere eigene Sache zurückzukommen, habe die hauptsächlich gekauft, weil ich die kurze wollte. Und dann hier einen Blaster rein. Immer mal zum Abschluss. Bisschen eigener Blaster schießen, bisschen angeben. Gut, gegen sein Gatlin Blaster habe ich keine Chance. Oder dein, je nachdem. Hoffe, dass du das Video anschaust. Wenn ihr da schon guckt, dass ihr da Ratschläge gebt, oder vielleicht hilft's ja. Fände ich cool, wenn das funktioniert hätte. Weil dann würde ich mir vielleicht so einen Gatlin Blaster auch zulegen. Für mich ist irgendwann das Verhältnis zwischen 2 Stunden Kette zusammenbauen und ein paar Sekunden schießen. Die paar Sekunden schießen wäre wahrscheinlich sau cool. Aber wenn ich mal die Sauerei dann hier auf dem Boden betrachte und mein Videoformat passt derzeit noch nicht. Wobei das mich nicht davon abhält, mir so Dinge zu kaufen, die auch in mein Videoformat nicht passen. Also, ja. Aber wenn das noch automatisch ist, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich denke, ach, vielleicht doch. Ach, leer ist. Ja, so viel zum Thema unnütze Blaster. Musste auch der erste Blaster irgendwas machen, wo ich noch nicht gesehen habe. Also, und Pfeile in einer Trommel so zu lagern. Ist unpraktisch, aber cool. Ja, damit lassen wir es für heute gut sein. Hoff, der Tipp konnte vielleicht helfen, oder vielleicht bist du also selber drauf gekommen. Wenn nicht, wenn es dir hilft, fände ich cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch okay. Dann bis dann, euer Blaster-Ingenieur.